Hallo zusammen! Hey, jetzt bin ich auf dem Weg. Ich bin posten, Werkzeug, also, was ist da? Mob. Posten einen neuen Stiel für meinen Vorschlagshammer und Sagi. Und ich habe da noch 3 Bäume geschenkt bekommen, Blumen und Hibiskus. Danke Pascal. Und ja, jetzt bin ich auf dem Weg. Gehen wir wieder mal in die Riste rauf. So schön ist die Wallis, so schön! Some people tell me that I'm crazy, 'cause I do things that don't fit in with the rest of society. Ha! Das Hopfen, das ist, wenn ich den Hopfen richtig abpflanze und nicht wild, dass er dann auch kommt. Ich habe nicht gesagt, selber schuld bin ich. Oh! Stoppause machen ist wichtig. Das Trinken kann ich leider da hinten rein. Oh! So, jetzt bin ich da. Das ist die Eingangstor vom Weg 1. Es gibt nämlich 3 Wege, die hier hinführen. Aber ich bin jetzt da. Also sage ich mal, hoi, willkommen im Dresden. Hey, mein Name ist Colin und im heutigen Video tun wir Bäume pflanzen, weiter putzen und ja, mal schauen. Das kann nur mir passieren. Ich kaufe einen Besen und der Stiel hat keine Schraube dran. Also muss ich jetzt einen Nagel reinhauen. Will einfach schnell runterlaufen zum Laden, das geht nicht. Und ich will den Boden wischen. Und darum nagel ich jetzt das rein. Es gibt kein Problem, nur Lösungen. Achtung, fertig, los. Runde 1 fertig gewischt, seht ihr den Unterschied? Schon ein bisschen Dreck. Jetzt lüfte ich lüften und das Staub setzen lassen. Übrigens, zum zweiten Mal seht ihr das T-Shirt, das ist von der Randale. Eine geile, also richtig gute Kinderrockband. Randale aus Deutschland. Währenddessen, dass ich jetzt in der Stube den Staub setze, tue ich Hibiskus setzen. Und zwar tue ich es da in einem Beet, einfach, wo so ein bisschen überwachsen ist. Und einfach, wenn ihr da den Boden anschaut, das ist einfach kostbare Erde. Ja, und dann tue ich im Sinne von Permakultur, erzählt mir, wenn ich ein Zeichen erzähle, oder vielleicht erzähle ich es richtig, das weisst dann du. Ich tue so ein Loch graben und dann unten rein tue ich so ein bisschen Totholz und Kleinholz rein. Wieso mache ich jetzt das? Also der Gedanke ist, und leuchtet mir noch ein, das ist alles Zeug, das hier gewachsen ist. Also das hat alles Nährstoff von der Boden weggenommen, oder? Und jetzt, indem dass ich es wieder zurück in den Boden rein tue, gebe ich den Nährstoff wieder zurück. Und so ist der Kreislauf wieder geschlossen. Dann tue ich Wasser geben. Und ja, es ist vielleicht die falsche Jahreszeit zum Bäume setzen. Aber ich habe es geschenkt bekommen, an einem guten Zeitpunkt. Und wie der Sepp Holz immer gerne sagt, also Bäume dürfen man schlecht behandeln, weil nur die robusten sind ja die man lange behalten will. Die gesunden, robusten, starken Bäume. Und wo das ist da vor dem Haus. So, und wenn du da vom Weg kommst, siehst du, wenn du vom Weg kommst, wird dich der Hibiskus vielleicht zwischen Juli und September begrüßen, wenn du da hinkommst. Tapping into the rhizomes of wisdom, you wove them all into a tale, and
with seeds in your pockets and dirt on your hands, he took us into the belly of the whale. He took us into the belly of the whale. So go on and tell us another, 'cause your stories are food for the soul, helping us to see the forest for the trees and ourselves as a part of the whole. See ourselves as a part of the whole. Yeah, trees eat us all in the end, so plant one for me when I'm gone. Then if you hear that I've died, you can tell them they've lied. I'm just shading out somebody's lawn. Hey, und übrigens, komm da hin, komm mich besuchen, komm mir helfen, komm Ferien machen, komm in den Rest. Du bist willkommen. Genau, dich will ich hier oben sehen. Bis bald! Ich stehe gerade hier beim Fahnenmast, weil ich habe hier am Fuß vom Fahnenmast Erbsen gepflanzt. Du, mal schauen, vielleicht wachsen Erbsen davon drauf. Aber apropos Fahnenmast. Die Frage ist, was für eine Fahne werden wir recht aufhängen? Uns ist schon ganz klar, was für eine Fahne da raufkommt. Kannst du es erraten? Wenn du irgendeine Ahnung hast, dann schreib es unten in den Kommentaren bitte. Und abonnieren und liken nicht vergessen. Danke! Jetzt bin ich in der Stube und als nächstes aufnehme ich Feucht aufnehmen. Ja, schau mal, einfach nur Brühe. Der Baum kommt mir eigentlich ein bisschen im Weg und ja, hängt einfach so über den Weg und dann komme ich mit der Garette nicht so richtig durch. Dann tue ich jetzt das alles ein bisschen zurückschneiden. Take care of the land, your friends and your family, and remember to plant lots of trees, 'cause trees eat us all in the end. So plant one for me when I'm gone. Then if you hear that I've died, you can tell them they've lied. I'm just shading out somebody's lawn. Yeah, well, trees eat us all in the end. So plant one for me when I'm gone. Then if you hear that I've died, you can tell them they've lied. I'm just shading out somebody's lawn. Oder es gibt einfach einen schönen Feature, schöne Ecke und natürlich Wohnheim für Igel oder wer auch immer. Die aufgeräumter ist es auch. Kommen wir mit der Garette besser durch, der Weg ist frei. So, weiter geht's. Es ist ja so anstrengend. Das ist jetzt definitiv das letzte Video, das ich heute mache. Und ich habe entschieden, ich mache nur ein Video von heute. Morgen arbeite ich nur ohne Filmen. Ja, habe ich mir so entschieden. Aber ich wollte noch sagen, falls du Maschinenhersteller bist, Werkzeugproduzent oder Verkäufer oder irgendetwas mit Werkzeug zu tun hast und du brauchst einen Kanal, wo deine Werkzeuge testen und ausprobieren, gerade live vor Ort, dann frag uns an, wir würden es gerne testen. Wir brauchen Werkzeuge, wir brauchen Hilfe, wir brauchen Unterstützung. Ich mache es gerne allein, aber ja. Falls es dir wirklich langweilig ist, dann komm einfach vorbei. Nimm ein Bäumchen mit, nimm nichts mit, egal, komm einfach vorbei. Und sonst liken, danke fürs Schauen. Und abonnieren, damit keine Folge verpasst ist. Und kommentieren, danke vielmals. Es ist wieder mal Zeit für mich zum Tschüss sagen. Und bevor ich Ciao sage, möchte ich Danke sagen am vorhergehenden Landesbesitzer. Der ist heute Nachmittag da und hat mir erzählt, mein Hund hat doch 2-mal genommen. Und aber danke, dass du dass ihr so ein guter Typ sind. Und ja, tut mir leid. Und dann habe ich noch so ein bisschen Gedanken gehabt. Ich habe heute Morgen Nachrichten gesehen, der Biden hat unterschrieben, dass man
jetzt einfach so, dass sie einfach werden Waffen liefern. Ich habe auch gleichzeitig gesehen in Russland im Fernsehen, dass sie England und Irland einfach ausradieren. Hey, bitte Leute, fangen an und sagen, nein, wir wollen keinen Krieg. Der Biden sollte ein Gesetz unterschreiben, das Krieg verbietet. Nicht Krieg fördert. Weißt du, mit Waffen schicken fördert man hilft im Fall niemand. Friedensverhandlungen ist das Einzige, was hilft, Leben zu retten. Ist gut.